Hoffen, Sie verstehen mich alle. Ja, klar. Ja, vielen Dank, Frau Schmidt. Vielen Dank, lieber Herr Behlau, für die freundliche Begrüßung. Es ist mir in der Tat eine wirklich von Herzen kommende Freude, heute Morgen hier zu sein und meinen Chef, den Gesundheitsminister des Saarlandes, Herrn Andreas Storm, vertreten zu dürfen, der sehr gerne für diese Initiative und für diesen Kongress die Schirmherrschaft übernommen hat und von dem ich alle besten Grüße übermitteln darf und auch zugleich den Dank an Sie alle für Ihr Engagement und für Ihre Initiative, diese Veranstaltung zu organisieren. Ganz besonders freut es mich natürlich auch, und das möchte ich auch ganz besonders erwähnen an diesem Morgen, dass neben den vielen Referenten, die sich hier in dieser Veranstaltung zur Verfügung gestellt haben, Sie, Herr Professor Dr. Sami, den Weg hier nach Saarbrücken gefunden haben. Das ist sicherlich für uns eine große Ehre. Es zeichnet Sie aus, dass Sie im Rahmen einer Veranstaltung dieser Selbsthilfegruppe diese Funktion übernommen haben, einen Vortrag zu halten, um dieses Thema, um dieses schwierige Thema, Herr Behlau hat es eben angesprochen, weiter öffentlich zu machen, weiter zu sensibilisieren, auch in der Fachwelt, die richtigen Diagnosen zur richtigen Zeit und auch die richtige Therapieform zu wählen. Herzlichen Dank, dass Sie dieses unterstützen. Ich will auch erwähnen, dass es sicherlich eine kleine Besonderheit darstellt. Eine kleine Besonderheit, dass es gelingt, Selbsthilfegruppe gelingt, mit dem Profibereich gemeinsam und auch vor allen Dingen in dieser Nachhaltigkeit, das ist jetzt der 6. Kongress, dieser Nachhaltigkeit gemeinsam Profis und Selbsthilfe in ein Podium zu bekommen. Das ist nicht einfach, glauben Sie mir. Wir sind da immer wieder gefragt, als Ministerium auch da beide Gruppierungen zusammenzubringen. Das ist nicht immer einfach. Und auch das ist erwähnenswert, das ist eine tolle Sache, dies gelingt hier. Und nur so können wir zum Wohle der Patienten letztlich die Versorgung der Patienten verbessern, wenn wir Erfahrungen aus beiden Bereichen zusammenbringen. Syringomyelie ist eine Krankheit, die, wir haben das bereits erwähnt, auch in ärztlichen Kreisen wenig bekannt ist. Ich sage mal ein bisschen positiver formuliert, wenig bekannt war. Es verbessert sich ja. Es mag zum einen an der nicht ganz einfachen Diagnostik, aber auch zum anderen vielleicht an der relativ geringen Zahl Betroffener liegen. Wie bei vielen seltenen Erkrankungen wird auch der Syringomyelie nicht die Bedeutung zugemessen, die sie bis zum Leid der Betroffenen verdient hat. Die Bundesregierung hat ja deshalb mit ihrem nationalen Aktionsbündnis Seltene Erkrankungen NAMSE eine Initiative auf den Weg gebracht, um die Forschung hinsichtlich Diagnostik, hinsichtlich Therapie bei seltenen Erkrankungen auch jenseits ökonomischer Hintergründe voranzubringen. Da sich die Syringomyelie nicht bei jedem mit den gleichen Symptomen bemerkbar macht und nicht jedes übrigens sofort erkannt wird, gibt es folglich die unterschiedlichsten Erfahrungen und Leidenswege der Patienten. Für manche ist es ein kurzer Weg bis zur Diagnose, andere müssen sich jahrelang mit den verschiedensten Ärzten abüben, muss man sagen, um endlich zu erfahren, was mit ihnen los ist. Nicht selten wird hier im wahrsten Sinne des Wortes von einer Odyssee berichtet. So unterschiedlich die Zeit bzw. der Weg bis zur Diagnostik ist, so verschieden ist dann auch der Umgang mit der Erkrankung. Und gerade deshalb ist der Austausch von Erfahrungen unter Betroffenen, aber auch der Austausch der Fachleute untereinander, wenn man sie so bezeichnen darf, Fachleute, untereinander so wichtig, und hierfür bieten Sie heute hier ein geeignetes Podium. Fachübergreifend beschäftigen Sie sich heute mit Etiologie, Krankheitsformen, Therapiemöglichkeiten aus verschiedensten Blickwinkeln und der Rehabilitation. Aber auch jenseits des medizinischen Fortschritts benötigen wir zur Komplettierung des Versorgungsangebotes für Menschen, insbesondere für Menschen mit chronischen Krankheiten,
das Engagement von Betroffenen in der Selbsthilfe. Die Selbsthilfe ist eine akzeptierte, kompetente, wichtige, unverzichtbare Institution im Gesundheits- und Sozialbereich geworden. Sie ist die Mittlerin, oder besser gesagt Vermittlerin, zwischen den betroffenen Patienten, ihren Angehörigen und dem professionellen Bereich, den Ärzten und den Einrichtungen der Rehabilitation. Sie bildet somit einen wichtigen Baustein und wird ähnlich wie die Einrichtungen zur Gesundheitsförderung und Prävention richtigerweise als eine weitere Säule neben den professionellen Einrichtungen im Gesundheitswesen gesehen. Gerade bei seltenen Krankheitsbildern und den damit nicht selten verbundenen und eben schon erwähnten Odysseen ist es nach erfolgter Diagnose umso wichtiger, sich mit anderen Betroffenen und auch Angehörigen austauschen zu können. Ein Austausch bedeutet hier insbesondere auch sich gegenseitig zu stützen, gegenseitig von Erfahrungen zu profitieren und auch aufgefangen werden, wenn die Sorge, die Ängste und sicher auch mitunter Verzweiflung im Alltag besonders groß ist. Liebe Frau Schmidt, vor 8 Jahren haben Sie die Selbsthilfegruppe gegründet, sind nicht zunächst im Alleingang. Sie haben damit den ersten Schritt gemacht, um andere Betroffenen im Saarland und über die Grenzen des Saarlandes hinaus eine Plattform zu bieten. Die Arbeit der letzten 8 Jahre spricht für sich und auch der heutige, nun schon 6. Kongress zeigt und belegt den Erfolg Ihrer wichtigen Arbeit. Dafür sei Ihnen an dieser Stelle ein ganz, ganz herzliches Dankeschön aus unseres Ministeriums überbracht. Vielen, vielen Dank. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen heute eine schöne Veranstaltung, einen regen Austausch, auch am Rande der Vorträge, am Rande des Plenums hier in den Pausen. Das ist wichtig, genau das will eine solche Veranstaltung, dass man miteinander ins Gespräch kommt, dass man sich kennenlernt. Und der Selbsthilfegruppe Südens Saarland wünsche ich weiterhin viel, viel Erfolg. Machen Sie weiter so zum Wohle der Patienten und zur Verbesserung der Versorgung Ihrer Patienten. Vielen Dank.